Heute machen wir Crepes, die euch nicht abverrecken. In salzig mit Herdöpfelgewürz oder in süß. Aha. Für den Crepe brauchen wir wirklich Butter, Mehl, Salz, Zucker, Milch und Eier. Wir machen mal süße Crepes, salzige Crepes und als Füllung hätten wir zum Beispiel Beere, Creme fraiche, Äpfel, Birnen, ein Avocado steht auch noch da, Käse, Schinken und einige verschiedene Gewürze. Dann schauen wir, was wir hinkriegen. Ich freue mich. Super, ich auch. Butter brauchen wir und zwar 50 Gramm für die 8 Crepes. Wir schon mal aufschmelzen und in der Zwischenzeit das Mehl abwiegen, nämlich 125 Gramm. Machen wir so einen Vulkan in der Mitte. Nehmen wir 2 Eier und dann kommen die 300 Milliliter Milch. Und jetzt rühren ganz schön, dass keine Klumpen bleibt. Also ich habe jetzt die Butter dazu gegeben. Ne? Also ein bisschen Salz geben wir auf beide. Wir teilen das jetzt in 2. Für den süßen Teig nehme ich da ein bisschen Dessertgewürz. Dort ist das Süße und das Salzige lasse ich hier bei mir. Dafür nehme ich unser Salz, das Herdöpfelgewürz. Auf dieser Seite habe ich die Salzige jetzt da. Und jetzt muss der Teig dort wirklich etwa eine halbe Stunde warten. Ich nehme wieder ein bisschen Butter, dann die Birne, mache nur ein Teil und dann kommt Dessertgewürz drauf. Ich stelle jetzt ab, es ist heiß genug. Die fülle ich jetzt um. Erster Teil von der süßen Füllung hätten wir. Für salzige Füllung, ich mache so eine Püree aus diesen Avocados. Und da würzen wir mit ein bisschen Herdöpfelgewürz und ein Stück Pfeffer. Die erste salzige Füllung ist bereit. Für die andere salzige Füllung nehme ich jetzt eine fertig. Tomatensauce, kommt ein bisschen Mozzarella dazu und ein Schinken. Und die andere machen wir einfach ein bisschen Creme fraiche und ein paar Beeren. Ich habe hier noch gefroren. Und auch hier mache ich ein bisschen Dessertgewürz. 4 Füllung haben wir fertig. So schnell. Gut. Die andere füllen wir direkt im Crepe. Beeren mit Creme fraiche. Eine feine Avocado-Paste. Kann man für den Käse vielleicht schon ein paar italienische Kräuter, dann sparen wir uns Zeit nachher. Dann fangen wir an mit Crepe. Das ist süß. Nochmal rühren. Ich gebe noch ein bisschen Bratbutter dazu, damit es sicher nicht klebt hier. Dann gebe ich so eine Menge. Schön verteilen. Lassen wir so ein bisschen, bis wir kehren können. So, da hätte ich die erste Süße. Ich will das mit der Birne machen. Einfach die Hälfte, die Füllung und einfach schön zumachen. Der erste wäre fertig. Machen wir so ein bisschen drauf. Jetzt fülle ich hier nochmal und warte wieder, bis ein bisschen heiß wird. Ein bisschen dicker jetzt, oder? Man lernt. Da kommt der zweite süße Crepe. Dann nehmen wir jetzt die Creme fraiche Beere-Mischung. Schön verteilen, dann weiß man bereits, was eine so erwartet. So, der erste salzige ist da. Machen wir zuerst eine Pizza-Crepe. Nehmen ein bisschen von der Tomatensauce mit der Mozzarella und Schinken. Und jetzt schön zudecken. Letzte ist da wunderschön parat. Da brauchen wir ganze halbe Avocado. Und da haben wir die 4 verschiedene Crepes, also die gleiche Crepe mit 4 verschiedenen Füllungen. Brauchen wir nur noch jemanden, der jetzt probiert, nämlich der Stedi, zum sagen, ob es auch so fein schmeckt, wie es aussieht. Wo willst du anfangen? Wir haben 4 verschiedene Crepes gemacht. 4 verschiedene Crepes. Ich möchte gerne zuerst eine salzige probieren. Pizza-Crepe. Schau mal. Der Teig, wunderbar. Fantastisch. Jetzt machen wir Süße dazwischen. Jetzt sehe ich hier eine mit so ein bisschen Pink. Da haben wir Creme fraiche, verschiedene Beeren und Dessertgewürz. Gut, für einen feinen Brunch würde das auch noch gut passen, oder? Und die Fruchtigkeit kommt raus. Ein bisschen Zimt hinten dran, Dessertgewürz. Fantastisch. Und jetzt haben wir nochmal eine salzige. Ich sehe weißen Strand, ich sehe das Meer, Mexiko. Fantastisch, sehr, sehr fein. Und die karamellisierten Birnen, sie sind im Dessertgewürz karamellisiert worden. Wow. Mit Butter. Stellt euch das mal vor. Süß oder salzig, fantastisch. Danke vielmals, sehr fein. Sehr gerne. Danke.